Willkommen an der Emission vom Clerwer Kanton. Wir präsentieren heute als Spezialnummer 2022 eine Spezialnummer unter dem Titel «Eislecker Landschaften». Ja, die Eislecker Landschaft, wie eine Landschaft, wird geprägt von ihren Gebäulichkeiten, von den Wirtschaften, den Bauernhöfen, den Schlössern, aber auch von den Wiesen, den Feldern, den Büschern, den Hecken, an Hohen. Alles das sind Elemente, die einer Landschaft eine Kasche geben, die ihren Charakter, ja, eine Identität geben. Die Eislecker Landschaft ist eine Lebenslandschaft, weil ihr auf Foto guckt und seht in als Ortschaften, da merkt ihr sehr, wie sie sich verändert am Laufe der Jahre, der Jahrzehnte. Und seht ihr noch, dass die Landschaft sich am Laufe der Jahreszeiten verändert, da jede Jahreszeit eine andere Kleidung hat, andere Farben hat. Die Eislecker Landschaft, das ist etwas Lebendiges, etwas Dynamisches, nichts, was für immer Beton gegossen wird. Sie weist sich durch eine ganze Reihe markante Elemente, denken wir zum Beispiel an Gebäulichkeiten von der Kleverabtei mit ihren roten Dächern, aber auch an ihrem majestätischen Turm, aber auch zum Beispiel an einzelne markante Bäume, die an der Landschaft stehen, Solitären, die den Sturm an der drückenden Stier geboren haben. Den 20. Oktober 2000 ist die Konvention vom Europarat zum Schutz der Landschaften, die Landschaftskonvention, angeholt gehen. Das ist eine Konvention, die zu Florenz angeholt wurde. Lützeburg hat diese Konvention unterzeichnet. Lützeburg hat sie 2006 an seinem Parlament auch ratifiziert, also angeholt. Am Mittelpunkt von dieser Landschaftskonvention, die ein ganzheitliches Verständnis von den Landschaften hat, steht die Pflege und der Schutz von unseren Landschaften, aber auch den Einfluss, den die Landschaften können haben auf den Mensch, auf Menschen, die an ihnen schaffen, erleben. Diversität an der ganzen Reichtum von den Eislecker Landschaften, das ist also das Sujet von der diesjährigen Spezialnummer. Wir haben als eingeladen einen Spezialist, den die Konvention vom Europarat über die Landschaften ganz gut kennt, den Robert Philippard, mit dem wir uns dann noch werden unterhalten. Herzlich willkommen, Robert Philippard, an der Emission vom Clerwer Kanton. Die sind Historiker, die sind aber auch langjährigen Autor an unserer Zeitschrift, von unserer Zeitschrift. Wir stehen hier für eine wirklich spektakuläre Landschaftskulisse, nämlich hier auf der sogenannten Gringle, Vierenburger Schloss, hier gesagt, ich Ruf an der Sauerdal. Ja, was machen die Landschaften immer da ist? Inwiefern prägen sie als Menschen? Die Landschaften prägen als ganz stark. Ich meine, wenn ihr nicht guckt, ob es heimöcht, die fängt ja an, wo es durch die Wiesenzeit, durch die Felsen sauer bricht. Das weißt du ganz klar, den Impact von der Landschaft auf uns. Alle Gute, wir leben von der Landschaft, wir leben an der Landschaft, mit der Landschaft. Wir gehören dazu, die Natur, die Menschen, die sind indissoziabel. Die Landschaft ist an dem Sinn den Lebenskader, den wir haben, den auch, warum man muss gucken, dass wir die Lebensqualität an dem Kader respektieren und erhalten. 2000 hat Lützeburg die Konvention, die Landschaftskonvention vom Europarat angeholt, das zu Florenz damals dezidiert wurde und ratifiziert pro Jahr spät. Wie lässt sich die Landschaftskonvention vom Europarat heute an unserer Gegend umsetzen? Also für dich ist die Landschaftskonvention erst 2000 schon entstanden. 2006 hat Lützeburg sie ratifiziert, 2007 tritt sie en vigueur. Es sind 26 Länder von 40, die sie unterschrieben haben. Deutschland als einzige Europa hat sie nicht unterschrieben. Wir setzen die ganz konkret an den verschiedenen Gesetzen, Aménagement du Territoire, Naturschutzgesetz oder Plan Paysager, die 2021 verteilt sie gehen. Da stehen ganz klar die Definitionen von dem Landschaftsschutz dran. Da geht sich auch ganz klar, ob die Konvention referiert, das ist extrem wichtig, dass den
eng fest Definition huet. Dat net jiet du fängt ze definiieren, wat Landschaft ass wat Landschaft net as zu Lützenburg zu dat Klodefinitionen dofir stehen an Schmengen wat auch wichtig wat zum Beispiel Conseil de l'Europe vun der UNESCO ënnerscheet, wat Landschaft obeleinfir bei den UNESCO gëtt den Paysagehistorie urbain, dat das Datei keng Exklusion vu Landschaften gemerket. Den Europarot konsideréiert Landschaften, ob se periurban sinn, urban sinn, rural sinn, fréiermoll industriell sinn, alles gët geguckt aus der Raum vum Mënsch fir den qualitativ ze gestalten. Dat seg Hauptmissionioun, dodranner den Konservationun davon ze lechten, oni awer lo museal ze gi, weil geht dëm, dat den eng Landschaft entwickelt, fir dat Leiit sech Bien-être do hun, dat ze do sesshaft bleiben, dat ze se weiter positiv entwickeln. Ja, weil Landschaft as so etwas Lieweches. Op alle Fall eng Landschaft soll noch evaluieren, natürlich dat kann du so mat verstand am Respekt vun der Authentizität, vun ihrer Integrität, dat ze ganzheitlich erhalen ass dat mat den Axt wyen, die dazu geieren, dat kein Fragmentationen entsteht, dat kein Coupuren entstehen. Dat sind die grosse Suien, die do drannner gehale gin, dat auch net so, dat an jitfri se moment ënner schreiben dat, da gëtt doch een intergouvernementale Komitee, den dat surveiert, da guckt, ob dann die verschiedene Länder, die sich dazu verpflichtet tun, alle Götten die Mesuren noch umsetzen. Wir reisen alle go viel an Europa, so gut drüber raus, Italien, Frankreich oder England, wie auch immer, an mir kommen rum und dann schwätzen wir nach Wochen no von denen schönen Ortschaften, die man da begehen tun. Vieles hat man beresen als eben malerisch pittoresk. Was mischt dann eigentlich diesen der Charme von den eislecker Landschaften aus? Ihrer Meinung nach? Also ich meine, das ist ganz klar Topografie, das Mittelgebirge, das ist die Engteller, die Plateauen, die nach der Nonsmadne stehen, das viel Grings, die Authentizität von der Landschaft, wo ich gesagt habe, die Natur ganz stark präsent ist, aber der Mensch auch tut, also mit man engem Schlosser sein wie Puchter Schloss oder mit engem Dorf oder enger Mullleit oder ein klein Mille bei engem Wasser, alles dat der Mensch an Natur zu Summe gehen, an dat die net invasiv sind dran das meine ich die große Charakteristik natürlich die Topografie bestand op Schrat an Trat den anderen Tableau pittoreskas, den sich engem opdeet an dat sie dat die noch so wunderbar ressourceieren all den Ballungsgebieter, die man 100 möchte dat de wunderbaren Zentrum aus für Touristen für spazieren zu kommen, für Velo zu fuhren, runde mal die Gebiete op dat Antwerpen oder Bresel also Köln als für wat die so gerne als Touristen bei uns kommen. An dir selber, die Wunder der Staat, kommt der aber heinst du bei uns rup für bisschen zu entspannen an die Landschaft die je nur Jahreszeit neu zu entdecken. Natürlich mich wie wunderbare Fuß das auch immens flott, dat de mat der Bund so gut eng Verbindung huet an dann die sehr well Spazierwehr huet oder all die lo vereinheitlicht Spazierwehr huet ganz eisleg mat och explikative Panosiwe digital oder sie zur Place, wo en eng Kapell oder een aufgeschossene Flieger erfënnt oder so allmeliches as do dabei, wo ihr wirklich gestärkt beléiert, dann is heem ka goen. Merci vielmals, Robert Philipp, für das interessante Gespräch. Weiterhin bonne Chance an Ihre solchen Aktivitäten. Ich schreibe nicht immer die Clairvaux Kanton, wie auch an anderen Organen. Wir sind wirklich ganz dankbar, dass wir euch regelmäßig zu unseren Autoren können zählen. Merci. Ich bin froh, dass ich das machen. Vielmals merci. Gerne. Ja, wir haben das eine ganz schöne Nummer, die natürlich auf die Landschaften von unserer Region hinweisen, auf die Landschaften aus dem Eislik, an den verschiedenen Aspekten. Wir haben hier natürlich ganz viele Fotos dran, aber was auch wichtig ist, wir haben auch eine ganz paar Artikel zu den Landschaften. Ich will nicht auf alle einzelnen Artikel eingehen, es sind eine ganz Party. Da sind aber 2, 3, die ich aber will auf 4 streichen. Du hast dann zum Beispiel den Artikel vom Gründungspräsident, dem Herrn Merz. Die waren nicht nur einen bekannten Maler, haben doch ganz viele Fotos gemacht. Am in unseren Archiven haben wir ganz viele Fotos an die von ihm an die haben wir dann auch an dieser Zeitung präsentiert. Also ganz wertvolles Dokument, zum auch für uns, weil der schichtliche Gründungspräsident René Merz war. Dann haben wir auch einen Artikel, den wir ganz viel am Herz leiten, das
ein Artikel von einem bekannten Maler, dem Jean-Marie Biver, den auch am Norde vom Eislik kann ich mal so wohnt, an den beschreibt an seinem Artikel, wie ein dazu kommen ist, für Landschaftsmalerei zu machen. Also wirklich lesenswert, wo auch eine ganz Partie von seinen Tableaus dran zu sehen sind. Dann haben wir natürlich auch Artikel über Wandern von hier an der Region, über den Eislik an der Nucht, Eislik am Winter, am Sommer, alle die Aspekte, die in je nach Jahreszeit sehr interessant machen. Das ist wirklich der Wert für einen Blick als Zeitschrift zu gehen. Das war die Mission vom De Clerval Kanton über die Spezialnummer 2022, eine Spezialnummer über die Eisliker Landschaften. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Frieden machen, ein Interesse suscitieren und wir sind noch froh, wenn ihr könnt über unseren Internetseite www.dck.lu als Revue bestellen. Ihr findet auch hier alle wertvollen Informationen zu unserer Vereinigung. Merci fürs Nachgucken und euch alle gut eine schöne Zeit.